Grüß dich zurück zu diesem kurzen Infovideo. Das ist nun der x-te Versuch, dieses einzusprechen, weil ich nicht weiß, wie ich rangehen soll an die ganze Geschichte. Kurz und schmerzlos. Wenn du mich schon länger verfolgst auf dem Kanal, wird das Video vielleicht interessant für dich. Wenn du durch puren Zufall auf diesen Kanal gekommen bist, Servus aus der Steiermark hier im schönen Österreich. Christi. Warum ich das sage? Ganz einfach. Mein Kanal aus der Steiermark hat aus Deutschland mehr Zuschauer wie aus Österreich. Warum? Frag mich bitte nicht, ich weiß es nicht, kann ich dir nicht beantworten. Was war wurscht. Es geht um das derzeitige Fallout 4 Let's Play. Genau, das Fallout 4 Let's Play dauert mittlerweile seit 2 Jahren oder geht mittlerweile über schon 2 Jahre. Auch zwecks des Sendeplans jener auch schon so weit in die Zukunft reicht, dass ich sagen kann, das Fallout 4 Let's Play geht bis irgendwann in den Sommer und darüber hinaus 2025. Genau. Die Stationen sind gar noch vieler, die wir vor uns hätten. Jetzt ist aber das große Problem. In der Zwischenzeit wurde die Mod Fallout London mit 30 bis 40 GB Größe auf unbestimmte Zeit verschoben, weil am 25. April Bethesda mit dem Fallout 4 Next Gen Update daherkommt und dahergehört. Ja, was auch ein Update-Inhalt für den PC mit auf den Weg bringt. Und das wird den Fallout 4 Let's Play Stand derzeit ein bisschen gefährden. Muss aber offen und ehrlich gesagt gestehen, ich bin aber auch momentan sehr unzufrieden damit. Warum und wieso, erkläre ich dir später. Kommen wir nochmal zurück zum Fallout 4 Spielstand. Ich habe ca. 30 Mods installiert und ich bin ein faules Sack. Ich bin ein faules Stück, muss ich offen und ehrlich gesagt dazu gestehen. Ich habe seit dem PC-Crash vor einigen Monaten nichts mehr am PC gemacht, beziehungsweise in puncto Fallout 4. Ich bin zu faul und habe die Geduld nicht, dass ich mir jetzt hinsetze, Fallout 4 einschalte, in die Mods reinschaue, ins Spiel reinschaue, schau, welche Mods das funktionieren und welche nicht, da schläft mir der Fuß ein. Das mag ich nicht, da bin ich kein Freund davon. Jetzt ergibt sich Folgendes. Da ich persönlich seit über 2 Jahren an diesem Fallout 4 Spielstand arbeite, er würde hier auf YouTube bleiben. So wie der letzte Spielstand aus dem Jahr 2021. Fallout wird sicher für diesen ersten Sendeplatz, wo es immer ist, aktuell bleiben. Fallout. Da habe ich 4, 3, 2, 1, New Vegas und Tactics. Genau, die möchte ich irgendwie in die Zukunft quetschen. Genau, ich habe momentan riesig Lust an YouTube, habe auch Spaß am Video aufnehmen, am Intro und Outro schneiden und so weiter und so fort. Allerdings, ich arbeite an kleineren Verbesserungen trotz meiner alten Technik zu Hause. Du wirst es am Ende, habe ich ein paar Intros und ein Outro hingeschnitten, damit du dir ein Bild davon machen kannst. Genau. Die Videos aller XCOM und Mass Effect haben jetzt eine Farbsättigung erhalten von 50 bis 70% in die Höhe, damit das Ganze ein bisschen bunter wirkt. Und ich habe Lust, meine Videos bzw. die Spiele, die ich euch zeigen möchte, wenn du mich schon länger verfolgst, etwas abgedrehter zu gestalten. Abgedreht ist das falsche Wort, aber jetzt hebe ich mich durch, formulieren wir es anders. Let's Player gibt's wie Sound am Meer. Sagen wir es jetzt einmal so, auch kleine YouTuber, so in meinem Abonnementbereich von 190 bis 200 bis 700, wurscht, kannst du so oder so sagen, gibt's wie Sand am Meer und ich möchte mich ein bisschen abheben von dem Ganzen. Ich meine, das fällt eh nicht auf, wenn man sich meine Videos derzeit anschaut. Und ich bin aber momentan derzeit, habe ich schon gesagt, ich glaube, das habe ich schon gesagt, unzufrieden mit dem Fallout 4 Let's Play. Und ich weiß, dass ich übernächste Woche, man jetzt im April, fange ich sicher nichts mehr an mit Fallout 4. Jetzt lasse ich mir alles, was ist, online, beziehungsweise das, was jetzt noch geplant ist, bis Mitte Mai, das lasse ich mir alles online.
Anfang Mai würde ich mich mal kurz hinsetzen oder sonst Mitte Mai und mir das einmal anschauen und mir dann Gedanken machen, was wir machen können. Warum Mitte Mai? Ganz einfach. In 3 Wochen bin ich in Belgien für 4 Tage von 9. bis 12. Mai und bin da nicht zu Hause und auch nicht in Österreich, sagen wir es so wie es ist. Da bin ich an der Rennstrecke. Genau. Und momentan habe ich für Fallout 4 keinen Kopf. Ich warte das Update ab und ich würde euch dann, beziehungsweise die mich schon länger verfolgen und die auch dieses Fallout 4 Let's Play, was derzeit läuft, wie soll ich die Frage jetzt stellen? Dass ich unzufrieden bin, habe ich schon gesagt. Ich würde gerne, wenn das alles nicht so hinhaut, ich würde gerne neu anfangen. Das große Problem, wärt ihr damit einverstanden? Ich werde mir die Patch Notes für die Xbox raussuchen und werde sie dann im Laufe der Zeit im Community Tab veröffentlichen. In der Videobeschreibung habt ihr ein Video, das dauert keine 10 Minuten, da wird innerhalb von 10 Minuten erklärt, was neu kommt. Ich würde mir das Ganze auf der Xbox anschauen und dann vielleicht auf Basis von der Xbox ein neues Let's Play aufbauen. Die Grundgeschichte, die ich erzählen will, wäre die gleiche. Nur, was im derzeitigen Let's Play nicht möglich ist, ich kann eure Kommentare nicht mit einbauen. Ja, bis wann ich heute im April 2024 vor euch einen Kommentar einsprich, während ich aufnehme, kommt der erst irgendwann 2025, also Mitte 2025, das hat ja keinen Wert. Ich würde aber auch euch dann mit einbeziehen in dieses Let's Play, so wie ich es jetzt schon bei XCOM mache. Wo habe ich das noch gemacht? Bei Anno habe ich es gemacht. Man gut, Anno ist jetzt Geschichte, das wirst du dann gleich sehen am Ende des Videos, was dann kommt. Der Anno-Ersatz, den siehst du dann gleich als erstes mit Intro und Outro. Ich hätte so viele weitere Ideen für Fallout 4. Fallout 4 ist ein irrsinnig geiles Spiel. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du machen kannst. Wie gesagt, ich überlege mir etwas. Ich warte das Update ab. Es liegt nur an euch. Würdet ihr euch, wenn ihr mich schon länger verfolgt und auch das Fallout 4 Let's Play, Nuka, Mirko, Daniel, wer ist noch öfters beim Fallout 4 Let's Play dabei in den Kommentaren? Wisst ihr jetzt gar nicht, müsst ihr schauen. Aber wenn du dich angesprochen fühlst, du darfst dich gerne angesprochen fühlen. Ich rede euch gleich direkt an, ich bin ja da nicht so. Wärt ihr einverstanden mit einem kompletten Neuanfang? Schreibt mir's bitte in die Kommentare. Oder wenn du keinen Neustart willst, weil du sagst, geh komm, Alter, willst mir's verarschen? Jetzt sind wir schon 2 Jahre beieinander, schau, dass du das irgendwie hinkriegst und mach mal fertig. Oder mit eure Kommentare mit einbauen. Gell? Ich hab momentan nicht viele Spiele, die mich interessieren. Ich sag's jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Im Moment, das Anno-Ersatzspiel, siehst du dann gleich Intro und Outro. Am Anfang oder am Ende des Videos Intro und Outro des Anno-Ersatzspiels. Erste Staffel Dark Souls Remastered. Dann kommt drauf erste Staffel SnowRunner. XCOM im Wechsel dann mit Metro. Alle 3 Teile.
Sendeplatz 1 bleibt Fallout und dann bleibt momentan nur mehr die Mass Effect Trilogie. Das sind nicht viele Spiele, sind sehr wenige Spiele. No Man's Sky habe ich vergessen in Staffeln aufzulisten. Aber dazu anders mal. Mehr habe ich momentan nicht. Ich kann euch momentan nicht mehr Spiele zur Verfügung stellen, weil mich momentan nicht mehr interessiert. Bingo. Der Rest irgendwann in der Zukunft. Bloodborne und so weiter und so fort. Das hat alles irgendwann später in der Zukunft. Würdet ihr das wollen, dass wir ein drittes Mal anfangen? Weil ich habe mit Generation Zero auch 3 Mal angefangen. Muss ich auch offen und ehrlich gesagt gestehen. Ja. Wie gesagt, das war zwar nur eine kleine Aussicht auf das, und ich weiß ganz genau, dass wieder irgendwas schiefgehen wird mit dem Update und den Mods, und daher auch jetzt diese kleine Frage an dich da draußen. Naumann habe ich schon gesagt, und an jeden, der sich dieses Fallout 4 Let's Play anschaut. Ideen hätte ich genug, die Story, die ich erzählen will, bleibt die gleiche, aber nur ist drumherum würde ich anders aufbauen. Neues Intro, ein neues Outro, der Look, den Look des Videos würde ich anpassen, wohin und so weiter und so fort. Ideen habe ich genug, von denen ist es nicht abhängig. Absolut nicht. Ideen habe ich genug. Und wie gesagt, es sind in den letzten 2 Jahren privat so viel passiert, dass ich einfach was Neues probieren will. Auch bei Fallout 4. Ne? Wie gesagt, die Spiele, die ich vorhabe, habe ich euch gesagt. Und vielleicht finden wir Einigung. Aber du darfst mir bitte nicht besser sein, wenn ich erst kurz vor meinem Belgien-Ausflug darauf antworte oder erst danach. Genau. So, und jetzt ein paar Intros beziehungsweise ein Outro. Jetzt einmal ein Intro und ein Outro zum kommenden Anno-Ersatzspiel und dann noch 2 oder 3 Intros hinten dran. Genau, den Rest siehst du dann eh. Damit du siehst ungefähr, in was für Richtung ich gehen will. Natürlich baue ich auch nochmal das neue XCOM-Intro ein. Genau. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, wir finden eine Einigung. Bis zum nächsten Mal. Baba.
crazy. Lord, I